Der Akela und der graue Brüder sind langsam zum Ufer angelaufen. Die Büffel haben die beiden Wölfe gewittert und sind unruhig geworden. Der Rama hat seinen Kopf gesenkt und hat probiert, mit seinen Hörnern gegen die Wölfe zu kämpfen. Der Mogli ist am Rama auf den Rücken gekumpelt. Der Akela und der graue Brüder sind um die verängstigten Büffel herumgelaufen, haben sie eingekreist und sie ganz eng zusammengetrieben. Der Rama hat sich vor die Herden angestellt, hat sich umgedreht und ist losgerannt. Genau im richtigen Moment haben der Akela und der graue Brüder den Weg frei gemacht. Der Rama ist auf die Felsschlucht zugerannt, um dort seine Herde vor den Wölfen zu schützen. Die Büffel sind ihm in wildem Galopp gefolgt. Der Boden hat bebt und zittert unter ihren Huf. In der Schlucht ist der Schirkan verwacht. Er hat das Getöse der Büffel gehört und erst spät gemerkt, dass es für ihn gefährlich geworden ist. Gegen eine ganze Büffelherde ist auch er, der grosse Schirkan, machtlos gewesen. Er ist aufgestanden und hat gemerkt, wie schwer sein Körper nach dieser viel zu fetten Mahlzeit geworden ist. Die Schlucht war nur auf der einen Seite offen, aber von dort sind die rasenden Büffel immer und immer näher gekommen. Überall sonst hat es Felsen gehabt. Am Schirkan, sein sicherer Schlafplatz, ist ihm zur Falle geworden. Er hat probiert, an der Felswand aufzuklettern, aber er hat sich mit seinen Krallen nicht mehr heben. In dem Moment hat eine riesige Staubwolke die Sonne verdunkelt. Der Schirkan hat am Eingang der Schlucht die mächtige Büffelherde gesehen. Da hat er sich das gefürchtige Maul aufgerissen und ein gewaltiges Brüllen ausgestoßen. Der Rama hat das grosse, böse Raubtier gesehen und hat seinen Kampfschrei gehört. Dann hat er auch gesehen, dass der Tiger in der Falle gesessen ist. Der Rama hat wütig geschnaubt und ist auf den Tiger zugerannt und die Herde ist ihm gefolgt. Bevor der Schirkan eine Tatze lupfen konnte, sind die Büffel über ihn übergetrampelt. Am Ende der Schlucht haben die Büffel angehalten. Sie haben geschmückt, dass der Tiger tot war und haben sich langsam wieder beruhigt. Dann haben sie sich umgedreht und sich vom Mogli und dem Rama wieder zum Wengunga-Fluss zurückführen lassen. Wo der Mogli nachher wieder in die Schlucht zurückgekommen ist, sind die beiden Wölfe neben dem Tiger gelegen und haben auf ihn gewartet. Jetzt haben die drei ganz laut auf Wolfsart angefangen zu heulen. Dann hat sich der Mogli gebuckt, um am Tiger das Fell abzuziehen. Ich habe es versprochen. Ich will am Schirkan sein Fell auf den Wolfsfelsen legen. Und du, Akela, bist wieder der Leitwolf. Genau so wie früher. Flink hat der Mogli das Fell abgelöst und seinen beiden Freunden gezeigt.